Ja, grüß euch benannt. Und einen Sakrischgurn. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Langsam Endspurt. Das ist das bisher letzte wirkliche Video. Es sind auf dem Kanal, jetzt hier auf Odyssey, noch so ein paar, ich glaube, Zusammenschnitte. Und noch, irgendein Ding, wo sie gesagt haben, sie haben mit diesen Freundinnen aus Denken-Leuten gesprochen und gesagt, sie laden auf dem Kanal keine weiteren Leaks mehr hoch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass dann noch, wenn dann noch Leaks gibt, dass es dann da noch, dass die irgendwo ready to react auf irgendeinem Medium hochgeladen werden. Ne? Ey, Digga, und wenn es auf PH ist, dann reacte ich das da. Das ist mir egal. Gut, nur auf OF nicht, weil Zahlen tue ich dafür nicht. Sonst müssen wir wieder auf Ofi reagieren, der kriegt das Squeeze irgendwo her. Egal, Leute. Ich sitze hier an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Er ist weniger wunderschön, ist bei uns ziemlich bewölkt. Und kalt ist es schon seit Tagen. Arschkalt. Winter ist keine nice Sache, finde ich. Dafür haben jetzt dieses Wochenende die Etzertler Weihnachtsmärkte aufgemacht. Das ist doch schön. Ne? Weihnachtsmarkt ist schön. Lasst es euch nicht vermiesen von nichts und wieder nichts. Ne? Geht da hin, habt ihr Gaudi, trinkt so einen Glühwein, fresst euer Bratwurst. Ne? Und habt Spaß. Es sei denn, der Glühwein und die Bratwurst sind unvernünftig überteuert. Also klar sind die immer ein bisschen teuer, aber lasst euch nicht verarschen. Es gibt, glaube ich, schon auf höchstwahrscheinlich jedem Weihnachtsmarkt irgendwo einen Stand, wo es halbwegs vernünftig ist. In diesem Sinne, Leute. Es geht hier weiter. Wie heißt das erste Kapitel? Rainer hasst Menschen in seinem Alter. Uiuiui. Uiuiui. Da gehen wir schon wieder auf sehr dünnes Eis, Rainer. Blog über seine PDF-File-Anschuldigungen. Er führt sein Leben so, wie er will, das bezweifle ich. Ich glaube, hätte er die Wahl, würde er es anders führen. Lülülü über sein Leben auf der Straße, das kennen wir, das war nie anders. Sogar als er noch auf der Straße war, darüber gelogen, dass er auf der Straße ist. Ja, egal, Leute. Habe ich sonst noch was irgendwie auf der Pfanne? Eigentlich nicht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, hockt euch her, Sammermehrer. Reißt euch Häube auf. Mir, der einer, den Rainer. Oder zu tun haben wollte. Vor allem nicht mit Menschen meines Alters. Ich kam mit Menschen meines Alters noch nie klar, weil ich einfach solche Menschen in meinem Umfeld hatte, die mir einfach tierisch auf die Nüsse gegangen sind und mich auf vielerlei Arten und Weisen fertig gemacht haben. Rainer, für die allermeisten Menschen sind die Menschen in unserem Alter ein bisschen so ein sozialer Kompass, ja? An dem man sich orientieren kann. Klar kann man es nicht immer mit jedem gut sein und jeder hat irgendwo mal Probleme. Die einen sind beliebter, die anderen sind weniger beliebt, aber jeder, der nicht komplett asozial ist, der halbwegs irgendwo sozial fähig ist, ne, wird paar Leute finden, paar Freunde, die ihn mögen und mit denen er da seine Zeit verbringen kann. Wenn du überhaupt niemanden findest, dann macht es wenig Sinn, dich hinzusetzen und zu sagen, ja, alle Leute in meinem Alter sind alle scheiße und die mobben mich alle nur. Vollkommen grundlos. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dann bei anderen Leuten in einem anderen Alter besser ankommst. Vielleicht bei so Leute im Alter von Marion, wenn die dann sich denken, ja, Mai, ist halt, der Bur ist halt ein wenig dumm. Ich weiß es nicht. Aber wo ich auch hier wieder ein bisschen zusammen cringe ist, wenn er sagt, er will mit Leuten in seinem Alter nichts zu tun haben. Das so ein bisschen so dieses, wie nennt man das, Peter Pan-Syndrom, so ein bisschen diese Michael Jackson-Nummer ist.
ne, wo es dann schon wieder so ein bisschen in die PDF-File-Richtung geht. Das ist halt meine Befürchtung in der ganzen Nummer. Dass er sagt, ja, Leute, in meinem Alter kann ich nichts anfangen, aber hier, ne? Auf einer solch psychischen Ebene, dass ich mich manchmal wundere, dass ich nicht psychisch völlig im Arsch bin. Ja. Wobei viele behaupten, dass ich das bin, aber Ja, Rainer, ich habe nicht Psychologie studiert. Ich kenne mich ein bisschen am Rande aus, sehr oberflächlich in dem Thema. Ich würde schon sagen, dass du psychisch ziemlich am Arsch bist, weil normal kann das nicht sein. Und ich bin der festen Überzeugung, also ich würde Geld darauf setzen, dass auch professionelle Psychologen dir das definitiv wahrscheinlich auch schon, ne, attestiert haben, dass du psychisch derjenige bist. Dass du ziemlich sicher psychisch derjenige bist. Deswegen ist ja dieses psychologische Gutachten damals bei der Verhandlung auch in ne, Abwesenheit des Publikums vorgetragen worden. Weil da hätte man sonst schwarz auf weiß gehabt, dass du eben doch, ne, ein wenig, ne, nimmer alle Waffeln an der Lade hast. das ist ein anderes Thema. Wenn ich meinen Blog schreibe, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ich irgendwas schreibe, dass oft mal drinnen steht, Leute, ich weiß, ne, ihr braucht gar keine Kommentare schreiben und dann schon Fragen beantworte, die in den Kommentaren überhaupt nicht auftauchen. Ja, das ist richtig, Rainer. Weil du so ein bisschen Schizo bist, glaube ich manchmal. Oder weil dir tief in dir drinnen selber klar ist, dass das, was du da schreibst, harte Bühnerhorst-Shit ist. Und jetzt sage ich dir noch was, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der sich verbal gegen Vorwürfe wehrt, die noch überhaupt nicht geäußert wurden, dann geht bei mir im Kopf schon die Alarmsirene los. Ne? Dann weiß ich, oh, Vorsicht, da stimmt was nicht. Weil es keinen Grund gibt für einen normalen Menschen, sich zu rechtfertigen für Vorwürfe, die niemals im Raum standen, es sei denn, da ist tatsächlich was dran. Oder? Das ist... Ja. Was nicht heißt, dass ich die deswegen, weißt du, was nicht heißt, dass die nicht auf. Das ist keine Ahnung. Nehmen wir ein ganz unverfängliches, harmloses Beispiel, das wahrscheinlich viele von euch schon mal erlebt haben. Im Kindesalter, wenn ein Kind irgendwas kaputt gemacht hat. Und die Eltern kommen rein und die haben das noch gar nicht bemerkt, dass irgendwie eine Vase umgeschmissen ist, kaputt. Und das Kind von Anfang an schon sagt, ich war das nicht. Dann weißt du, dass das Kind das war. Digga. Und da er sich ja geistig über dieses Niveau bisher also einfach noch nicht weiterentwickelt hat. Na. Auch weil ich sie beantwortet habe, sondern während ich einen Blog schreibe, das ist auch immer so ein gutes Beispiel, während ich einen Blog schreibe, geht in meinem Kopf bereits ab, was die Leute schreiben könnten, weil ich solche Sachen schon erlebt habe. Ey, während du da deine Blogs schreibst, geht dir im Kopf überhaupt nichts ab. Einer, weil das ganze Blut schon wieder in den Murmeln gelandet ist. Das ist der Punkt. Blut ist dann schon wieder, wenn du deinen Blog da schreibst, ist das Blut schon wieder in die Körpermitte gewandert. Deswegen braucht er immer so lange, um das zu schreiben. Zum einen natürlich, weil er nicht anständig schreiben kann und zum anderen, weil er dauernd irgendwie für Pause zur Selbstbefleckung einschmeißen muss. Weil ich das schon lange genug, ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren und habe deswegen in meinem Kopf teilweise Sachen, die die Leute halt schreiben. Okay. Einfach nur deswegen, weil die Leute halt bereits solche Sachen gemacht haben. Und Ja, aber Rainer, wenn du das schon so lange machst und immer wenn du sowas machst, du schon weißt, dass du Kritik kriegst und welche Kritik du kriegst, dann hilfst doch nicht einfach vorher rauszublöken, ja, ich weiß schon wieder, bla 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 bla. Sondern da wäre es doch vielleicht schlauer, sich vielleicht einmal die Kritik zu Herzen zu nehmen und sich mal Gedanken zu machen und sich zu denken, Moment einmal, jedes Mal, wenn ich das hier mache, negative Reaktionen auf mich zukommen, dann ist das, was ich hier mache, vielleicht einfach hageldumm. Das soll ich vielleicht einfach nicht mehr machen. Nee. Das kann es nicht sein. Ja, Rainer schreibt dann lieber einfach, ja, ich weiß schon, dass das jetzt wieder so klingt, als würde ich, sagen wir mal, ja, in seinen Worten, mit Leuten in meinem Alter nicht so klarkommen. Aber, Etzettler,
ihr seid ja diejenigen. Das ist auch immer geil, weil er wirft dann im selben Satz wirft er den Hatern vor, die wären krank im Kopf, weil ihnen solche Gedanken kommen. Vollkommen ignorierend, dass er sich gerade gegen diese Vorwürfe wehrt, weil sie ihm als Gedanken gekommen sind und das noch gar keiner gesagt hat. Also keiner von den Hatern hat überhaupt diesen Gedanken geäußert, dass es in die PDF-File-Richtung geht, wenn er hier Engelchen und so einen Scheißdreck reinballert. Aber in seinem Kopf läuft es schon ab, also in seinem Kopf läuft ab, dass das im Kopf der Hater abläuft. Und dafür werden die Hater gefrontet. Das ist vollkommen irrsinnig, ne? Weil die Hater sind ja krank, wenn in deren Kopf dann solche Gedanken entstehen. Wie gesagt, der ist ein bisschen Schizo, der unterhält sich mit sich selber, Digga. Weil ich halt einfach weiß, was Leute halt teilweise in meinem Discord oder damals in meinem Teamspeak geschrieben haben, außerhalb vom Blog oder außerhalb von meinen Videos. Und sobald ich in eine Situation komme, die vergleichbar ist, wie die Situation passiert ist, Ja. habe ich in meinem Kopf die Sache, ja, beantworte die Frage gleich, dann brauchst du später nicht beantworten. Oder beantworte die Frage gleich, dann kommen keine Missverständnisse auf. Ja, zum Beispiel auch die Sache mit diesen ganzen pädophilen Anschuldigungen aktuell im Blog. So wegen den Lichtlingen und anderen Arten. Ja, Rainer. Die Lichtblinge. Wir haben sie alle gesehen. Wir haben sie alle gesehen. Das waren leuchtende Kleinkinder mit Engelsflügelchen. Und denen hast du eine hohe sexuelle Bereitschaft zugewiesen. Das sind alles Dinge, die in deinem Kopf passiert sind. Da kann keiner von uns was dafür. Und dass der Vorwurf dann sehr nahe liegt, zu sagen, Moment mal, Reini, kann das sein, dass du vielleicht, was Kinder angeht, ein bisschen komisches Verhältnis hast? Ist das vielleicht nicht ganz so gesund? Sollst du vielleicht einmal Hilfe suchen? Kann er alles wegignorieren, indem er einfach einmal laut brüllt, ich bin aber nicht derjenige, der hergeht und eindeutig kindliche Figuren sexualisiert, obwohl er es im selben Atemzug getan hat. In meinem Kopf würde niemals die Situation entstehen, dass da irgendeine pädophile Handlung dahinter stecken könnte. Das ist gelogen, Rainer. Das glaube ich dir einfach nicht, Rainer. Ich glaube es dir nicht, weil es ja offensichtlich so ist, Digga. Wie gesagt, du kannst diese Lichtlinge als Wesen in deinem Universum schon erschaffen. Das ist alles cool. Ne? In dem Moment, in dem du dann da aber so einen Text hinschreibst, ne, so ein, und sagst, ja, die sind dauerspitz und wollen alles bespringen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann wird's problematisch, Digga. Wenn du sagst, ja, das sind ganz unschuldige Wesen, die entstehen durch Licht, kannst ja irgendeine hanebüchene, magische Fantasy-Geschichten Scheiße ausdenken, wie die Lichtlinge zustande kommen. Ne? Das ist, was weiß ich, wenn ein Meteor in einen Stern reinfliegt oder so, da. Keine Ahnung, denk dir was aus. Und dadurch entstehen die brauchen gar keine Fortpflanzung. Die sind magisch und selten und die trifft man dann irgendwo in der Wildnis und keine Ahnung, die helfen irgendwelchen verlorenen Wanderern, dass sie wieder aus dem Wald rausfinden oder so ein Scheiß. Kannst ja alles machen. In dem Moment, in dem die gebimst werden, wird's problematisch, Rainer. Und das müsste eigentlich jedem mit einem IQ höher als die scheiß Raumtemperatur klar sein, dass das problematisch ist. Und wenn das dir nicht klar ist, sind wir doch dem Problem schon auf den Grund gegangen. Antwort von Rainer, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige. Etzertler. Wenn ich sowas sehe, solche Bilder, solche Videos, sowas würde in meinem Kopf gar nicht existieren, weil ich sowas absolut krank finde und ich eigentlich der Meinung bin, dass sowas gar nicht existieren muss. Und zwar einfach aufgrund der einfachen Tatsache, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass man das nicht thematisieren muss, dass es da nicht um pädophile Handlungen geht. Das muss man nicht thematisieren. Das ist meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit. Ja, weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, du willst es einfach nicht hören. Du willst einfach nicht kritisiert werden für die kranke Scheiße, die du das Internet blökst. Das ist der Punkt.
dass man das nicht extra anspricht, weil es letzten Endes sowieso nicht passiert. Letzten Endes. Aber Ja, Gott sei Dank, letzten Endes passiert ja da Gott sei Dank nichts, weil inzwischen ja hoffentlich auch die Leute alle gecheckt haben, dass man keine Kleinkinder mehr mit dir in einem Raum lässt, ne? Nachdem diese Geschichte da mit deiner Nachbarin und ihrer Tochter am Stissel war, was glaube ich auch wirklich nur wegen Aussage gegen Aussage wahrscheinlich fallen gelassen wurde. Ne? 100%ig. Die hat den ja angezeigt und der sitzt jetzt noch nicht im Knast. Übrigens, Knast, Mimi hat ein neues ApoRed-Ding rausgeballert. Das werde ich hier, wenn ich mit dem Gelumpe hier fertig bin, mir als nächstes vornehmen. Aber da er diese Anzeige kassiert hat, nachweislich, aber noch nicht im Knast sitzt, nehme ich doch sehr stark an, dass das höchstwahrscheinlich an Aussage gegen Aussage gescheitert ist. Was schade ist, aber leider Gottes ist das, es muss auch, ne, ich bin da auch der Erste, der sich beschwert, wenn irgendwie vorverurteilt wird, wenn irgendwelche anderen Anschuldigungen gegen irgendwelche anderen Personen, gerade irgendwie auch des öffentlichen Lebens kommen, ohne irgendwelche Beweise dazu. Das dann heißt ja, hier Konsequenzen für bla bla bla, obwohl gar nicht feststeht, dass da überhaupt irgendwas passiert ist, weil noch keine Ermittlungen passiert sind, noch keine Verhandlung geführt wurde und kein gar nichts. Ne? Das ist kein perfektes Rechtssystem, aber das ist das wir haben und das muss halt leider Gottes, und ich finde es gut, dass es ne, potenziell eher Leute schützt davor, dass sie zu Unrecht irgendwo irgendwas beschuldigt werden. Ansonsten sind wir wieder in der Zeit der Hexenverfolgung, in der du auf irgendjemanden zeigst und sagst Hexe und dann holen die Leute ihre Mistgabeln raus. Das passiert zwar im Internet, aber Gott sei Dank noch nicht irgendwie in unseren Gerichtssälen. Meistens ist das eine gute Sache. In dem Fall lässt sich jetzt drüber streiten, ob es eine gute Sache ist, ne? Weil ich schon eher der anderen Seite glaube, sagen wir es mal so. die Leute erwarten das. Gleichzeitig merkst du gerade auch zum Beispiel, wenn ich meine Bücher erzähle oder Geschichten erzähle, oder wenn ich meine Bücher lese, Ja. also wenn ich meine Bücher schreibe, merke ich das sehr oft, dass ich extrem viele Details habe in meinen Geschichten. Ja, das Rainer, wenn du dich mal beschäftigst mit so Leuten, die wie gesagt, Lie to Me oder so, der Behavioral Arts, hatte ich damals schon auf dem Schirm. Da hatte ich ein Video, das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen, wo ich seine Lügen analysiert habe. Schaut auf dem Kanal auf jeden Fall mal vorbei. Behavioral Arts, der Typ, die Leute, die sich spezialisieren auf gewisse Faktoren in der Mimik, in der Körperhaltung, in der Gestik und aber auch in dem, was gesagt wird und wie es gesagt wird, um rauszufinden, ist da vielleicht was fishy. Und da ist er halt wirklich ein Paradebeispiel dafür. Ein Beispiel ist, eine meiner Geschichten geht so, dass ich... Und da sind die halt auch immer so, dass sie sagen, ey, wenn zu viele Details genannt werden, dann ist die Geschichte erlogen. In den allermeisten Fällen, weil niemand eine Geschichte so erzählt, die tatsächlich passiert ist. Weil wenn du was erzählen willst, was wirklich passiert ist, dann bleibst du in den allermeisten Fällen einfach bei den relevanten Fakten und lässt unwichtige Details weg. Weil dich das in der Geschichte nicht weiterbringt, ne? Weil du einfach nur die Geschichte erzählen willst. Wenn du jemandem eine Geschichte verkaufen willst, fügst du unnötige Details zu, um dich angeblich glaubwürdiger zu machen, und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Bullshit ist. Pass auf. Was denkst du, wenn ich dir sage, dass jemand eingesperrt ist? In einer Höhle, in einem Käfig. Sexuelle Handlungen vollzogen werden und so weiter. An was denkst du da letzten Endes nicht? Was da fehlen könnte? Das ist jetzt natürlich eine bescheuerte Frage. Die Lösung dazu ist Hygiene, Stuhlgang. Ja. Eine Person, die in einem Käfig eingeschlossen ist, wir reden von einem Käfig. Hä? Also wenn eine Person ist in einer Höhle, in einem Käfig eingesperrt
und mit der werden sexuelle Handlungen vollzogen, woran man nicht denkt. Hygiene und Stuhlgang. Hä? Hier eine sehr weise, charakterlich fragwürdige Filmfigur hat mal gefragt, kann es sein, dass du dumm bist oder so? Ganz ehrlich, wenn du in Forrest Gump einen Bösewicht suchen willst, dann ist es Jenny. Die Leute von Family Guy haben das sehr, sehr, sehr gut überrissen. Ne? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade laberst. Nicht von der Zelle. Da ist keine Toilette, da ist keine Hygiene. Ja. Da existiert sowas nicht. Aber in meinem Kopf. Woher willst du das wissen? Also du hast ja die Information gar nicht gekriegt. Kann ja sein, dass sie den Kübel reingestellt haben. Kann auch sein, dass es eine Höhle mit einem Käfig ist, mit einer sehr, sehr, sehr ausgeklügelten Gaswasser-Scheiße-Versorgung. Das ist gut möglich. Ja, Profi-Klempner, vielleicht war hier Rainer, der Handwerker der Lust, zur Hand. Da ist er kurzerhand, ne? Kurzerhand ist er hergegangen und hat da einfach mal schnell, zieh mal hier ein paar Rohre rein und dann da kommt's Wasser her und da geht's hin. Ne? Nebenher hat er mit dem Arsch nur 3 Schränke aufgebaut und mit dem Mund dem Höhlenbesitzer noch, ne? In deinem Kopf ist es so, wenn du ein Buch liest von jemandem, der stundenlang oder jahrelang in einer Zelle eingeschlossen ist, du denkst gar nicht darüber nach, dass die Person mal zur Toilette muss. Ja. Du denkst, Ja, weil es eine vollkommen irrelevante Information ist, es sei denn, nehmen wir das beste Beispiel, wo es genau um sowas geht. Ich glaube, die meisten von euch werden Iron Man gesehen haben. In Iron Man geht es darum, dass der Mann von Terroristen entführt wird. Die wollen, dass er ihnen eine Superwaffe baut und die dann mit einem anderen Wissenschaftler in dieser Höhle festhalten, so lange und ihn dazu zwingen wollen, diese Waffe zu bauen. Und er dann aber die Ressourcen nutzt, um sich diesen ersten Iron Man Anzug zu bauen. Um dann sich damit zu befreien. Die Information, wann und wie oft die zum Scheißen gegangen sind, ist für die Geschichte vollkommen irrelevant und deswegen wurde die auch nicht erzählt. Das ist auch, wenn du keine Ahnung, wenn man hier so einen Pen and Paper Abend hat oder Herr der Ringe, ne? Scheißegal was, in Herr der Ringe ziehen die Wochen, Monate lang, ziehen die durch Mittelerde. Die werden, also man sieht zwischendurch, wie sie essen, sie werden zwischendurch auch mal beim Scheißen gewesen sein. Das sieht man natürlich nicht, weil es keiner sehen will. Und weil es irrelevant ist. nicht darüber nach, dass die Person sich mal waschen muss. Du denkst nicht darüber nach, dass die Person vielleicht mal was essen muss. So. Gerade wenn die Geschichte um viele Handlungen um das Ganze herum passiert. Wohingegen oft, wenn es wirklich darum geht, unmenschliche Verhältnisse in so einer Gefangenschaft darzustellen, da wird dann die hygienische Situation dann sehr oft sehr wohl thematisiert. Ne? Hier, das beste Beispiel ist dieser Natascha Kampusch-Film, 3000 irgendwas Tage. Weil eben nochmal dargestellt werden soll, in was für unmenschlichen Bedingungen sich dieses Mädchen wiedergefunden hat, um dem Zuschauer auch zu vermitteln, was das für eine belastende Situation gewesen sein muss. Da ist die Information wichtig nach der ganzen Hygienesache. Und Rainer, das ist auch der Grund, warum du deinen Blog und deine Bücher für dich und dein eigenes Vergnügen schreibst und andere Leute Geschichten schreiben, die veröffentlicht und verfilmt und versonst was werden. Ne? Der Qualitätsunterschied. Sind das Sachen, die Details sind, die werden nicht extra normalerweise thematisiert. So, das wird halt einfach von vornherein stillschweigend angenommen. Ja, naja, der hat halt da irgendwie einen Eimer, den er reinkackt. Bescheuert ausgedrückt. Ja, aber nee, ich will, dass es vernünftig thematisiert wird. Und das sind so Details. Ja, Rainer, aber das ist vollkommen irrelevant. Es sei denn, die Geschichte heißt der Mann und der Eimer, in den er reingekackt hat. Und du willst die innige Beziehung beschreiben, die die zwei miteinander hatten. Dann ist das relevant, ansonsten eher nicht. Ansonsten kannst du das um die Welt der Geschichte ein bisschen
auszumalen in einem Nebensatz erwähnen. Er fand sich in einem dunklen Verlies wieder. Kleiner als Vergleich aus einer vorherigen Geschichte. Ne? Wasser tropfte von den Decken, rostige Gitterstäbe versperrten ihn den Weg in die Freiheit. In der Ecke war ein dreckiger alter Eimer, den man ihm dagelassen hat, um seine Notdurft zu verrichten. Eine Schüssel mit altem, verschimmeltem Brot stand auf einem kleinen, stümperhaft zusammengepfuschten Beistelltisch. Es roch nach bla. Und danach erzählst du, also, um das Setting einmal zu beleuchten und danach geht die Geschichte weiter. Du erzählst dir nicht jedes Mal, wenn der in den Monaten, Jahren, die er da vielleicht in diesem Verlies sitzt, zum Kacken geht, fügst du das nicht in deine Geschichte ein. Weil das Wortspiel scheiße ist. Seine scheiß Geschichte dann. Die ich eingehe. Das ist aber wiederum eine Sache, die gerade speziell auch die Hater bei mir ankritisieren, weil ich so detailliert bin oder auf solche Details eingehe, sie der Meinung sind, dass ich halt nur Sex im Kopf habe oder nur das eine im Kopf habe. Also, weil du auf Details wie einen Eimer zum Reinkacken eingehst, wirft man dir vor, komplett irgendwie fixiert auf das Nusnu-Thema zu sein. Das willst du mir jetzt gerade erzählen. Nicht, weil du fast jedem der Wesen in deinem Universum irgendwelche sexuellen Vorlieben angedichtet hast und eine hohe bis sehr hohe Bereitschaft. Und weil du alles sexualisierst und jedes Gespräch innerhalb kürzester Zeit von den harmlosesten Themen auf das Snusnu-Thema rüberlenkst, nicht deswegen wirft man ihm das vor, nein, sondern weil er so detailverliebt ist und immer so tiefe, bunte Welten malt in seinem Kopf, in seinen Geschichten. Deswegen wirft man ihm das vor, ist vollkommen aus der Luft gegriffen. So weiter und so fort. Dabei hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nur das eine im Kopf habe, sondern es hat damit zu tun, dass ich dass mein Kopf halt über tausende verschiedene Varianten nachdenkt. Auf der einen Seite denke ich darüber nach, ist die Person männlich, ist die Person weiblich. Ich habe Bilder im Kopf, wie die Person aussieht. Ich habe richtig Bilder im Kopf, wie dieses ganze Szenario aussieht, wie diese Höhle aussieht. Während ich das in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf, ne? Schreibe, ich habe das auch vor kurzem ja in meinem Blog schon geschrieben, wenn ich etwas schreibe, gerade auch eine Geschichte oder so, dann hast du immer eine Hand an der Tastatur und die andere in der Hose rein. Das wissen wir, brauchst du uns nicht weiter erzählen. Habe ich wirklich die kleinsten Details im Kopf. Ja. Wie schaut ein Raum aus? Ich sehe in diesem Raum die Farbe an den Wänden, ich sehe die Farbe der Möbel, ich sehe Bilder, ich sehe Bilderrahmen an den Wänden, in denen Bilder sind. Als würde ich mir ein Video anschauen, als würde ich mir einen Film anschauen. Ich habe das richtig vor Augen. Ja, das ist Bullshit. Ne? Einer ist einfach so ein visuelles Genie. Ne? Das ist dann vor seinem inneren Auge läuft das da ab. Dann er kann das einfach nicht so gut zu Papier bringen. Er ist irgendwie, ne, er ist praktisch Gott eingesperrt in einem behinderten Gehirn. Ne? Oh. Gleichzeitig denkt mein Kopf an 1000 verschiedene Varianten und arbeitet sich quasi durch diese ganzen Sachen, dass es möglichst realistisch rüberkommt. Okay, 1000 verschiedene Varianten, von was auch immer, aber du wirst ja wissen, von was auch immer, du hast es uns ja gerade gesagt. Rainer, wenn es 1000 verschiedene Varianten sind, nenn mir, erstmal erklär mir, was du mit Varianten meinst und dann nenn mir 10 Beispiele. Sollte kein Problem sein. Ne? Let's go. Ich höre, es ist nur 1% der Varianten, ne, abstrakten Varianten, von denen du gerade erzählt hast. Ist nur 10 Stück, sind nur 1% davon. Das muss drin sein, Digga. Komm. Auf geht's. Ne? Dann vielleicht eher Fresse halten, Rainer. Ja, und das sind halt so diese ganzen Sachen, die letzten Endes da immer wieder auftauchen. Letzten Endes, Sachen, Ding. Ja. Ich bin ein verrückter Typ, ey. Ach, du bist gut so, wie du bist. Viele meinen nicht. Alle meinen nicht, Rainer. Alle.
Der Einzige, der der Meinung ist, du bist gut, so wie du bist, das bist mal wieder du. Ja, Meinung hast du sehr exklusiv, nur für dich allein. Ach, mir persönlich ist es eigentlich egal, ob ich gut oder schlecht bin, das juckt mich eigentlich nicht. Das ist richtig. Das ist eine ehrliche Aussage, das ist mir vollkommen wurscht. Ne? Ob diese kranken Bedürfnisse und Gedanken, die du offensichtlich hast, ob die gut oder schlecht sind, ist dir scheißegal. Ob du damit anderen Leuten potenziell schadest, auch scheißegal. Hauptsache, deine Bedürfnisse werden befriedigt. Alles andere wurscht. Wurscht, wurscht, wurscht. Ich führe einfach mein Leben. Irgendwann sterbe ich und bis dahin schaue ich halt, dass ich das Beste aus dem mache, was mir gegeben ist. Leben, Lebende. Ja, irgendwann stirbst du. Rainer, das wird wahrscheinlich nicht allzu lange in der Zukunft liegen. Und, keine Ahnung, ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben ist. Das ist halt wirklich peak lächerlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, dem so viel wirklich gegeben wurde. Einfach gegeben, ohne dass er sich selber erarbeiten oder verdienen musste. Dem so viel gegeben wurde, auch gerade materiell. Und der so wenig daraus gemacht hat, Rainer. Nicht mal dieser komische, berühmte Engländer, der innerhalb von einem Jahr irgendwie seinen Millionen-Lottogewinn durch den Schornstein gejagt hat. Ne? Nicht mal der hat so wenig daraus gemacht wie du. Weil der hat wenigstens hier, der hat wenigstens irgendwelche Partys auf irgendwelchen Yachten mit irgendwelchen Nutten und Kokain gehabt, ne? Da wenigstens, davon kann man halten, was man will, aber wenigstens Spaß gehabt. Aber du, null. Null. Das alles mit Anlauf verbrannt, was du jemals hattest. Ja. Mehr kann ich sowieso meiner Meinung nach nicht machen. Also warum sollte ich mir dann Kopf drüber machen, was in 10 Jahren ist oder so. Ich versuche halt das. In 10 Jahren liegst du wahrscheinlich schon irgendwo unter der Erde. Statistisch gesehen, Leute mit deinem Grad von Übergewicht, die halt wirklich irgendwie das. Sag mal, was wären für ihn Normalgewicht, sagen wir mal 85 Kilo? Mal 2 sind wir bei 170. Das Dreifache wiegen von dem, was sie, was ihr Normalgewicht wäre. Diese Leute werden selten, die erreichen selten das 50. Lebensjahr. Dass es in 10 Jahren nach Möglichkeit nach hinten losgeht, die ganze Scheiße. Und mir irgendwie alles um die Ohren fliegt. Aber das habe ich auch vor 10 Jahren gedacht oder gesagt. Mhm. Ja, der verdammte Vergangenheitsrainer mal wieder. Rainer, vor 10 Jahren. Ne, der Vergangenheitsrainer von vor 10 Jahren, der hat gerade eine unangenehm lange Strecke ohne Strom hinter sich gebracht. Hat es geschafft, das irgendwie wieder hinzubügeln, dass er wenigstens Strom hat. Und hätte sich raffen sollen. Der hätte das als Schuss zum Bug wahrnehmen sollen, der es war, und sich denken, oh, diesmal war knapp. Das passiert mir nicht nochmal. Ich raff mich jetzt und ich mache jetzt hier Edzardler auf die Scheiße zu bauen und ich mache jetzt hier was aus meinem Leben. Noch kann ich's Ruder rumreißen und nicht frontal den Eisberg rammen, damit ich gnadenlos untergehe. Und der Vergangenheitsreiner hat sich stattdessen gedacht, volle Kraft voraus, jetzt haben wir ja wieder Strom. Ja, keine wirklichen Konsequenzen gehabt. In dem Moment, in dem der Strom wieder aus der Steckdose in der Schanze kam, war alles vergessen. Ne? Da ist mit Reiners Hirn wieder, jetzt bin ich wieder damit durchgekommen, einwandfrei. Passt, knapp. Fast hätte ich mich hierum kümmern müssen. Oh, scheiße. Okay, weiter. Metal, Leute, IBIMS, Barne. Posterverkauf. Es ist... Es wäre fast traurig, wenn es nicht so lustig wäre, Digga. Und jetzt 10 Jahre später sitzt er da und denkt sich nicht, dieser verdammte Vergangenheitsreiner, sondern denkt sich, ja, aber alles richtig gemacht. Diese Entscheidungen damals, von vor 10 Jahren Vergangenheitsreiner, haben dazu geführt, dass du jetzt da sitzt, wo du bist. Der erbärmlichste Zustand, den du bisher hattest. Der wirklich erbärmlichste. Und alles, was er sich denkt, ja egal, Kurs beibehalten, weiter so. Konsequent ist auch den Holzweg zu Ende zu gehen. Und wenn er ihn in ein frühes Grab bringt, scheißegal. Aber Hauptsache, er hat sein Ding durchgezogen. Hauptsache, er hat sich nie von irgendjemandem irgendwas sagen lassen müssen.
Richtig gut. Ja, und was ist passiert? Es ist mir alles um die Ohren geflogen. Aber wie soll es denn jetzt noch mehr um die Ohren fliegen? Liebes Bärchen. Du bist offensichtlich, entweder spielst du hier sehr gut oder du bist noch nicht zu lange im Game. Das ist eine Anfängerfrage im Game. Dass du sagst, okay, jetzt ist Rock Bottom, wie kann das noch schlimmer machen? Rainer findet einen Weg, glaube mir. Als die ganze Nummer angefangen hat, haben sie sich gedacht, ja komm. Also bei der Stromlosstaffel haben sich die Leute gedacht, nee, schlimmer geht nicht mehr. Jetzt haben sie ihm sogar den Strom abgedreht. Nee, Ende, Game zu Ende. Rainer besiegt. Der zieht das jetzt seit 10 Jahren noch weiter durch, ne? Er kriegt das immer noch hin. Lass uns nur ihm lassen, ne? Das ist eine Sache, die darfst du nicht sagen. Das ist eine Sache, die darfst du nicht denken. Okay. Wenn du so denkst, kannst du davon ausgehen, dass das Schicksal dir irgendwie in die Fresse haut. Nein, genau das Gegenteil ist doch der Fall. Wie brunstblöd kann man eigentlich sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Die Frage, oh Scheiße, es ist richtig kacke, aber wie kann es noch beschissener werden, ist eine essentielle Frage, um zu verhindern, dass genau dieser Fall eintritt. Und das ist der Grundfehler, den du nie gemacht hast. Den du immer gemacht hast, dass du dir nie diese Gedanken gemacht hast, oh Scheiße, es ist jetzt richtig scheiße, aber wie vermeide ich, dass es noch schlimmer wird in Zukunft? Du hast immer gedacht, Problem für Zukunftsrainer. Angeschissen, volle Kraft voraus. Und Zukunftsrainer war immer der Lackierte. Aber der Zukunftsrainer war gleichzeitig wieder der Gegenwartsrainer, der dem Zukunftsrainer aus seiner Zukunft wieder vor den Koffer geschissen hat. Und du begreifst es bis heute nicht. Und du checkst auch, man sieht es ja auch daran, dass jetzt diese Scheiß-Leaks wieder existieren. Er checkt es ja auch wieder und wieder und wieder und wieder nicht. Der Vergangenheitsrainer hat irgendwelchen Bärchen irgendeinen Bullshit über ihn im Internet erzählt, der alles noch warm aus dem Ofen rein ins Internet geleakt wurde. Jedes Mal und wieder und wieder und wieder und wieder und es wird wieder passieren. Diese Bärchen-Dinger sind nicht die letzten Bärchen-Leaks, die wir zu hören kriegen. Es sei denn, er macht tatsächlich einen Arsch hoch zwischendurch. Weil da hat er tatsächlich recht. Ne? Reini ist erst besiegt, Edzardler, wenn es vorbei ist mit ihm. Und zwar nicht, weil er so ein starker Drache ist. Und nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern weil er es nicht lassen kann. Weil er es nicht lassen kann. Den können sie beide Haxen abnehmen. Und dann fliegt er bei Uwe raus, er sitzt wieder auf dem Zarenstein, ohne Beine. Der wird immer noch die große Fresse haben. Der wird immer noch das Maul aufreißen wie so ein Blauwal und blöken, dass er unbesiegt ist. Rainer ist der personifizierte Ritter aus die Ritter der Kokosnuss, ne? Dieser schwarze Ritter. Das Rainer. Okay. Es ist eine einfache Tatsache. Immer wenn du denkst, es geht nicht noch schlimmer, kommt irgendeiner daher und haut dir aufs Maul. Okay. Also, ja, es ist so. Das würde jeder sagen, der so eine Scheiße schon erlebt hat. Sobald Ja, Rainer, aber wenn du das durchschaut hast und du denkst dir das nicht, warum wird es dann bei dir trotzdem jedes Mal immer und immer und immer wieder schlimmer? Das begreife ich jetzt nicht. sobald du denkst, ach, ich bin aus dem Schneider, jetzt kann es nicht noch schlimmer werden, kommt einer her und tritt nach. Zum Beispiel. Ja, ein super Beispiel ist, als ich auf der Straße gelebt habe, ja. Ich habe damals gedacht, ja, es kann nicht noch schlimmer werden, so, ne? Kann nicht noch schlimmer werden. Ich sitze jetzt auf der Straße, ich bin jetzt obdachlos und so. Wie sollte es bitte noch schlimmer werden, so? Ja, und dann kamen die Leute, die dafür gesorgt haben, dass, obwohl ich obdachlos bin, ich halt noch weniger Möglichkeiten hatte. Hä? Also, wir fassen zusammen. Rainer hat sein Haus verkauft. Ohne einen Plan, wo er sonst wohnen soll. Er hat sich hier wirklich nachweislich nicht um eine Wohnung bemüht. Der hatte einmal einen Termin, wo er hingegangen ist, um zu schauen, ob er eine Wohnung bekommt in Nürnberg. Davon wissen wir. Diesen Termin hat ihm die Gemeinde, hat ihm die Frau Winkelspecht persönlich besorgt. Da hat er so einen guten Eindruck hinterlassen, dass die gesagt haben, nee. Und wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, der wohnt hier nicht.
Ansonsten hat der in einem halben Jahr, von da, wo feststand, dass die Schanze verkauft wird, bis da, wo er dann tatsächlich endgültig rausgekickt wurde, keinen Finger krumm gemacht, um sich darum zu kümmern, wo er denn sein fettes Arschgebirge parken soll, wenn er da nicht mehr haust. Nichts hat er dafür getan. Und der stellt jetzt wieder so hin, also, ja, die Leute nehmen mir einfach die Möglichkeiten. Überhaupt nichts dafür. Ne? Dann war es natürlich auch so schwierig, dass er dann auch noch den YouTube-Kanal verloren hat, weil vielleicht mit der YouTube AdSense-Barre hätte er es vielleicht noch 2-3 Monate länger beim Frankengamer aushalten können. Ne? Aber, ne. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeiten, Mensch zu sein. Die haben dafür gesorgt, dass ich in keine Hotels gehen konnte, was dafür gesorgt hat, dass ich letzten Endes... Nein, Rainer, ist schon klar, ne? Du bist in Rekordzeit bei vielen Hotels und Hotelketten auf die schwarze Liste gekommen. Da sind auch stellenweise Dinge passiert, die nicht in Ordnung sind, Swatting etc. bla bla, irgendwelche Notfälle ausrufen und dergleichen. Aber dein Krapfen hast du vergessen, ganz wichtig. Aber du gehst halt die Kausalkette wieder nicht weit genug hinterher. Ne? Du hast dich halt nicht darum gekümmert, eine Bleibe zu haben. Deswegen warst du angewiesen auf diese Hotels. Und dass ein Hotel halt dann auch das Hausrecht hat und sagt, ja, Herr Winkel, ist ein scheißegal. Sie nicht. Dann ein Problem. Aber das war halt zu Zeiten des Schanzenverkaufs auch wieder das Problem von Zukunftsrainer. Da hat sich der Vergangenheitsrainer gedacht, ey, ich bin ja noch in der Schanze. Also noch bin ich ja noch nicht auf der Straße, da muss ich ja nicht drum kümmern. Und vielleicht lassen die mich ja auch einfach bis zum St. Nimmerleinstag weiter wohnen, nachdem sie mir 100.000 Euro für die Putze gegeben haben. Ich kaufe mir jetzt erstmal einen kleinen blauen LKW und eine Grafikkarte und eine VR-Brille und dann schauen wir mal weiter. Ey, soll sich der Zukunftsrainer drum kümmern, der dumme Wichser. Ja, eh nichts zu tun, sitzt ja eh nur den ganzen Tag auf dem scheiß Zahnstein. Kannst du dir nicht ausdenken. Was dafür gesorgt hat, dass ich letzten Endes eben auch richtig obdachlos war. Ja, ich hab's dir gerade erzählt, wer dafür gesorgt hat, dass du obdachlos warst, war der Vergangenheitsrainer, der die Schanze verkauft hat. Dass ich wirklich auf der Straße gelebt habe, dass ich gestunken habe. Ich habe diverse Berichte gehört von Menschen, die dich besucht haben zu Schanzenzeiten. Die können dir alle attestieren, dass du da auch schon gestunken hast, Rainer. Das ist nämlich hier Hygiene als Thema, wo du dann sagst, vorhin gemeint hast, in deinen Geschichten so detailliert auf alles eingehst. Ne? In deinen Geschichten ist das ist das sehr detailliert beschrieben, alles mit der Hygiene und wie das da ist. Aber die Liebe zum Detail, was das Thema Hygiene angeht, hast du halt ins reale Leben niemals mitgenommen. In dem Moment, in dem deine Eltern nicht mehr im Haus waren, um dir zu sagen, Rainer, geh duschen, du stinkst, Rainer, putz dir die Zähne, bevor du in die Haia gehst, Rainer, wasch dir die Hände nach dem Scheißen und vorm Essen gehen, Rainer, deine Klamotten stehen vor Dreck, schmeiß in die Waschmaschine, Rainer dies, Rainer das, mach. In dem Moment, in dem da niemand daneben steht und dir sagt, wisch dir den Arsch ab, war die Hygiene, war unangenehmes Zeitfressen, das harte Arbeit, muss man nicht machen. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich nicht viel schlimmer gestunken haben zu deiner, in Anführungsstrichen, obdachlosen Zeit, als zu besten Zeiten in der Schanze. Beschissen, ja, wenn man das so sagt. Aber ich habe gestunken wie ein Obdachloser. Einfach deswegen, weil du ein Obdachloser warst, Rainer. Aber das Problem ist, wie gesagt, du hast auch, als du noch nicht obdachlos warst, bereits gestunken wie ein Obdachloser. ich eben auch ein Obdachloser war zu der Zeit. Und wenn du dich nicht waschen kannst, wenn du nicht auf deine Hygiene achten kannst, wenn du in einer Situation bist, in der du gezwungen bist, einen gewissen Stand... Wir erinnern uns, Rainer hat, als er keinen Strom hatte und offensichtlich, er kriegt warmes Wasser über einen Elektroboiler, also hat er gekriegt in der Schanze, und als er keinen Strom hatte, hat er selber gesagt, er kann nicht duschen. Das Wasser haben sie ihm nicht abgedreht. Er hätte kalt duschen können, es war Sommer. Das geht. Überhaupt kein Problem. Ist jetzt nicht die angenehmste Erfahrung, aber du kannst dich auch kalt duschen. Er hat sich einfach wochenlang nicht geduscht, weil es war zwar Wasser da und Seife, aber es war nicht warm.
weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, wenn du gezwungen bist, einen gewissen Lebensstandard halt nicht leben zu können, Ja. dann kannst du halt auch nicht leben. So, weil du bist nicht in der Lage, in irgendeiner Form dieses Leben zu führen. Aber du würdest dich wundern, was Menschen überleben können. Du würdest dich wundern. Ich habe neulich, was gesehen. Da haben sie einen interviewt, der jetzt erst vor kurzem irgendwie, der war jetzt Geisel von der Hamas seit dem 7. Oktober 23. Der ist vor kurzem irgendwie erst freigekommen. Der ist interviewt worden in der deutschen Fernsehsendung. Ich weiß nicht mehr genau, welches war. Was dieser Mann erduldet hat, ist unglaublich. Und der hat auch nicht duschen können da drin. Das nicht glauben. Da haben sie vielleicht mal einen Kübel mit Sand hingestellt, damit er sich damit abreiben kann. Was dieser Mann erdulden musste, ist unfassbar. Du beschwerst dich hier auf ganz hohem Niveau. Ne? Thema, alles Wasser ist kalt und nicht warm, deswegen kann ich mir nicht duschen. Ne? Die Menschen behandeln mich menschenunwürdig. Halt ein Maul, Rainer. Ja. Ich hab mich verrannt im Spiel. Scheiße. Ach, hier. Du hast ja auch im richtigen Leben verrannt. Nee, doch nicht. Ja, jetzt wird's spät. Aber wir sehen im Übrigen, das hat man im letzten Video, wir sehen hier wieder diesen Multitasking-Lord, diesen berühmten, mit dem er geflext hat im letzten Video. Er kann ja alles machen. Ne? Er kann ja praktisch komplizierte mathematische Formeln lösen, Computer spielen, an seinem Buch weiterschreiben und gleichzeitig noch dem Bärchen irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Er ist ja Dr. Manhattan aus Watchmen. Achso, na klar. Ach nee, das geht auch nicht. Jetzt hab ich mich echt verrannt, ne? Ja, letzten Endes ist es einfach Letzten Endes. so. Wenn du denkst, es geht nicht noch schlimmer, irgendwas passiert. Es geht immer noch schlimmer. Wenn du auf der Straße bist und keine Kohle hast und im Regen pennst, weil du nichts anderes hast, dann kannst du immer noch froh sein, dass du frei bist, dass du rumlaufen kannst, dass du im Idealfall, was nicht bei allen zutrifft, vielleicht auch noch gesund bist. Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, weiß ich nicht, das ist immer dieses berühmte, ne, Freiheit gegen Sicherheit abwiegen. Die dann sagen kann, ich gehe jetzt irgendwelche Straftaten, damit ich in den Knast komme. Weil da bin ich zwar nicht frei, aber ich hab's warm, ich habe eine Decke über dem Kopf und ich krieg 3-mal am Tag was zu fressen. Ne? Ist zwar auch scheiße, aber ich erfriere nicht unter der Brücke. Das ist positiv. Mach mal das. Ja. Es gibt immer etwas, was noch schlimmer ist. Ja. Stell dir einen Menschen vor, der blind, taub und stumm ist. Die Ja. meisten Menschen würden sagen, dieser Die meisten Leute, die taub sind, sind auch stumm, Rainer. Weil du ja, wenn du von Geburt an taub bist, weißt du ja nicht, du hörst dich ja selber nicht, kannst ja nicht sprechen lernen, wenn du taub bist, Digga. Was? Ja, komm. Mensch hat nichts vom Leben. Er sieht nichts, er hört nichts, logischerweise kann er auch nicht sprechen. Was hat dieser Mensch, was das Leben irgendwie lebenswert macht? Was kann dieser Mensch, seine Umgebung, sein Leben überhaupt wahrnehmen? Existiert irgendetwas, was Ja, wenn er Gefühl hat. dieser Mensch wahrnehmen kann? Ja, übers Fühlen. Richtig. Und solange er das noch kann, Schmecken. Schmecken ist wichtig. hat er auch immer noch solange er das noch kann, hat er auch immer noch eine gewisse Möglichkeit, sein Leben zu führen. Aber wenn es halt so ist, dass das nicht mehr der Fall ist, ja, was hat er dann noch? Dann hat er vielleicht noch seine Gesundheit. Fakt ist, es gibt Lebewesen, die nehmen ihre Welt weder auf Gehör, noch auf Geruch, noch auf Geschmack, noch auf andere Sinne wahr, wie wir Menschen. Ein Bakterium zum Beispiel. Denkst du, ein Bakterium kann sehen, fühlen, hören, riechen? Nee. Ja, nee, keine Ahnung. Aber es ist auch, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt darauf wieder gekommen sind. Es ging auch gerade noch darum, dass dieser verdammte Vergangenheitsreiner, wie du sagen würdest, die ätzender Kackhater, dafür gesorgt haben, dass du obdachlos warst. Dass das so schlimm war. Darum ging es doch gerade. Jedenfalls nicht auf die Art und Weise, wie es wir machen. Ja. So, und Tatsache ist aber bei dem Ganzen auch, dass dieses Lebewesen trotzdem eine Form von Existenz ist und hat. So. Also warum sollte dieses Lebewesen weniger wert sein als zum Beispiel andere Lebewesen? Hey, davon hat doch jetzt überhaupt niemand gesprochen. Natürlich ist ein Mensch, der das Pech hat, irgendwie taub und blind auf die Welt zu kommen, massiv lackiert und
kann einem leid tun, aber der ist natürlich deswegen nicht weniger wert als jeder andere Mensch. Ne? Wie viel dann dieses Leben wert ist, hat der Mensch, wenn dann selber zu entscheiden. Ich weiß nicht, wenn ich von heute auf morgen blind und taub würde, schwierig. Ja, aber da würde ich dann aber auch erwarten, dass nicht andere Leute den Wert meiner dann Existenz bewerten, sondern ich selber. Das sollte mir freistehen, aber wie kommen wir jetzt eigentlich auf das Thema? Ist jetzt eher, ne, ist das jetzt auch ableistisch, reiner Scheiße zu finden? Will er uns das erzählen? Ist das jetzt abgewandelt von, kann ja gar nichts für, ich bin halt ein wenig dumm. Ja, reiner Spaß dir. Ne? Wir glauben dir das nicht. Spaß dir für die nächste Gerichtsverhandlung. Die glauben es dir anscheinend jedes Mal. Kann nichts dafür, bin halt ein wenig dumm. Ah ja, gut, der Winkler ist halt ein wenig dumm. Bewährung. Ja. Das hat ja trotzdem genauso diese Rechte zu leben wie alle anderen. Ja. So, aber dennoch werden ihm diese Rechte oft einmal genommen. So, von uns Menschen, weil wir Menschen die Bakterien wieder als etwas Schlechtes oder. Ja, reiner Bakterien sind halt mit Menschen nicht vergleichbar. Ganz ehrlich. Bakterien sind halt nicht vergleichbar mit einem Menschen. Und Bakterien sind halt potenziell Krankheitserreger und Parasiten. Natürlich wehrt man sich da dagegen. Ne, sagen wir nicht, oh, boah, keine Ahnung, der war jetzt Penicillin nehmen, irgendein Antibiotikum gegen meine Infektion. Das wäre unfair den Bakterien gegenüber. Da gehe ich lieber Ex. Vergleicht jetzt wirklich Leute, die taub, stumm geboren werden, mit Viren und Bakterien? Sagt er, wer auch noch taubstumm ist? Bandwurm. Ne? Das ist, wovon du mehr oder weniger das menschliche Äquivalent bist. Zumindest als etwas nicht Gutes betrachten. Ja. Ne? Weil die Bakterien uns ja schaden. So, nicht alle. Ne? Es gibt auch welche, die sind gut, definitiv. Ne? Zum Beispiel könnten wir keine Joghurts essen ohne Bakterien. Ja. Aber dennoch, es gibt halt viele Lebewesen, die halt nur dadurch, dass sie existieren, von anderen als schädlich wahrgenommen werden, obwohl sie genauso ihre Existenzberechtigung haben und genauso leben wollen wie wir. Ja. Wow, wie komme ich immer auf solche Vergleiche, Alter? Ja, das frage ich mir auch, Rainer. Das ist vollkommen aus dem Arsch gezogen. Bakterien wollen auch einfach nur so leben wie wir, hat er Maul. Naja, du weißt aber, denke ich, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema weitergekommen? Ich weiß nicht. Wir gehen so von einem Thema ins andere über, aber warum nicht? Das ist bei mir tatsächlich nicht selten der Fall. Ja, das liegt jetzt aber nicht an deinem Genie, Rainer, sondern das liegt daran, dass du einfach dich nicht auf eine Sache konzentrierst, sondern am Daddeln bist und nebenher versuchst, da irgendeinen Sermon runter zu schwadronieren. Und dann kommst du ja von Hundertsten ins Tausendste und wenn du dann irgendwann merkst, scheiße, ich habe den Faden verloren, worüber habe ich eigentlich geredet, dann merkst du nicht, oh Kacke, vielleicht sollte ich mich auf mein Gespräch konzentrieren, das ist ja weird, sondern dann denkst du einfach, keine Ahnung, sag einfach irgendwas, ansonsten kommt so rüber, als wärst du dumm. Und dann kommt wieder bla 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 und dann kommst du wieder auf Bakterien, die auch nur ihr Lebende wollen. Ja, und jetzt habe ich auch die Lösung für das Level hier gefunden. True. Ja, sehr gut. So. Ja, das war mal ein richtig hartes Level hier. Ja. Ich schaffe es jetzt noch in der Zeit hier auch richtig abzulösen, aber es sieht gut aus. Ach Mann, Jetzt bin ich schon wieder inhaltlich etwas erschlagen. entschuldige. Alles gut, das ist kein Problem. Das ist nichts Schlimmes. Das wollte ich dir nur sagen, damit du dich nicht wunderst, wenn ich nicht viel dazu sage. Ich bin ja letzten Endes nicht die größte Leuchte. Wieso? Keine Ahnung, Ja, unter HDS leidet, ne? Hageldom-Syndrom. das sagen andere immer. Aber man kann sich doch mit dir ordentlich unterhalten, würde ich sagen. Ja, das sieht auch jeder anders. So. Nee, das sieht, das sieht wirklich jeder anders. So muss man es sagen. Gerade solche Diskussionen führe ich halt extrem gerne und auch extrem oft. Aber es gibt halt viele Menschen, die halt der Meinung sind, dass ich halt nicht in der Lage bin, vernünftige Gespräche zu führen. Ja, das ist richtig, Rainer. Du hast gerade selber gemerkt, dass du einfach angefangen hast, irgendwelchen hohlen Mist vor dich hin zu blubbern. Hauptsache die Luft scheppert.
und festgestellt, dass das, was du da laberst von Bakterien wollen ihr Leben leben, ne, weil die taub und blind sind, vollkommener Bullshit ist. Und dann kommt jetzt im selben Atemzug, ja, mit mir kann man sich vernünftig unterhalten. Ja. Weiß ich nicht, Digga. Hier kann man sich so vernünftig unterhalten, wie ne, mit jemandem, der einen akuten Schlaganfall und Demenz im Endstadium hat. Oder die halt dann sagen, ja, das sind meine Gespräche. Ich habe manchmal, ich weiß manchmal nicht, ob ich das richtig interpretiere, aber ich habe manchmal das Gefühl, naja, das ist vielleicht auch einfach mein Stolz. Ich habe manchmal das. Nee, mit Sicherheit ist es deine Dummheit. Eine andere Eigenschaft hast du nicht. Dummheit ist es. Rainer, es ist bei dir immer die Dummheit. Wenn man die Kausalkette weit genug nach hinten geht, ist es immer deine Dummheit. Das ist wie wenn du bei Google hier eingibst, warum ist der Drachenlord? Und egal wie die Frage aussieht, die Antwort ist immer seine Hageldummheit. Das Gefühl, dass manche Menschen dein Genie nicht verstehen. Überlegungen nicht richtig folgen können. Und Ja, genau. Aber das ist nicht, weil die so besonders und so großartig und so schlau sind, deine Überlegungen, sondern weil die hageldumm sind. Deswegen. dann hinterher mich als den Idioten hinstellen, weil sie nicht verstehen, worüber ich rede. Aber Ja, Alter, du hast taubblinden Bakterien, die nur ihr Leben leben wollen, gerade geredet. Alter, der Einzige, der dich da als Idioten hinstellt, bist du. Man muss dich da nicht als Idioten hinstellen. Jedem ist klar, dass du ein Idiot bist, wenn man dir da zuhört, während du diese Scheiße schwalst. ich persönlich glaube, vielleicht liegt es eher daran, dass nicht andere Menschen mich nicht verstehen, sondern vielleicht verstehe ich auch einfach andere Menschen nicht. Ja, das geht. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Ne? Also die Leute können dich lesen wie ein Buch. Also ich verstehe, warum du Dinge tust. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so dämlich sein kann, aber ich verstehe immer, warum du Dinge tust. Du checkst nicht, wenn die Leute sagen, dass das, was du tust, hageldumm ist und nicht nachvollziehbar für jeden vernunftbegabten Menschen. Weil du zu dumm bist, zu verstehen, was sie dir damit sagen wollen. Ne? Ja, möglich ist es. Ich scheine auf jeden Fall auf vielerlei Arten und Weisen bei anderen Menschen falsch anzukommen. Ja, Nee, du kommst schon richtig an, Rainer. Es ist nur die Tatsache, dass es halt scheiße ist. Ne? Das hat mit falsch ankommen überhaupt nichts zu tun. Das ist, wenn ich jemandem in den Briefkasten kacke, dann kommt das so an, als würde ich ihn nicht mögen. Ne? So soll es auch ankommen. Das ist ja da auch so. Aber wenn ich nicht will, dass das ankommt, darf ich dem halt nicht in den Briefkasten kacken, Rainer. Das hast du nicht verstanden. Wenn du willst, dass eine andere Message ankommt, musst du eine andere Message aussenden. ich merke schon. Ja, keine Ahnung. Der glaubt, ich mag ihn nicht. Ja, was hast du denn gesagt? Hurensohn, habe ich gesagt. Ich habe immer noch nicht, wie gesagt, ich habe immer noch nicht den Grund gefunden. Aha. Da fällt mir was ein. Ja, Hast du mich gegoogelt? natürlich. Und? Und was? Ja, du hast mich jetzt gegoogelt. Und? Ja, Okay. Jetzt siehst du doch noch hier im Call, Digga. Das ist ein deutliches Anzeichen, dass sie doch ein Bärchen ist. und ich würde halt gern, ich würde am liebsten gern wissen, so warum. Weißt du, was ich meine? Und es gibt aber keine richtige Warum? Erklärung für das warum die Leute dich so wahrnehmen. Also ich verstehe es nicht. Ja, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich halt einfach anders bin. Anders heißt nicht immer schlecht, aber anders bedeutet. Aber in deinem Fall schon. Also es heißt nicht, anders heißt nicht immer schlecht, ist richtig? In deinem Fall schon. Rainer. Es liegt daran, dass du anders bist. Rainer, jetzt wenn du noch spezifizieren könntest, genau wie anders du bist und was daran diese Abneigung erzeugt und dann bereit wärst, das dann zu ändern, dann aber
Wir bewegen uns im Kreis. Halt für die meisten Menschen einfach, dass ich nicht verstanden werde. Weil sie mich nicht verstehen oder weil ich sie nicht verstehe oder weil es halt generell einfach zu Missverständnissen führt. Und Nein, es kommt nicht zu Missverständnissen. Wir begreifen nur nicht, wie man so Sachen wie diese Lichtlinge und diesen Kommunenklump und diesen Scheiß ins Internet pimmeln kann und sich zu denken, nee, ist alles in Ordnung, das ist vollkommen normal. das wiederum ist halt letzten Endes meiner Meinung nach der Grund, warum ich mit anderen Menschen nur schlecht oder gar nicht zurechtkomme. Ja, aber es Ja, muss, das es muss doch, Situation. es muss doch da Menschen geben, die dich einfach so nehmen, wie du bist. Gibt es. Ja, Natürlich gibt es die. gut. Wenn es die nicht geben würde, hätte ich wahrscheinlich schon längst Selbstmord begangen. Nee, es gibt Menschen, die mich so wahrnehmen, wie ich bin. Das Ja, Marion. sind nur eine Handvoll, aber es gibt sie, klar. Ja, das ist gut. Mein bester Freund zum Beispiel. Okay. Ja, Der Drachenbade, ne? Ey, liebes Bärchen, den besten Freund kennst du wahrscheinlich, der kommt auch aus Denken, genau wie du. das ist ein Mensch, der zu mir Das ist ein Mensch, ein richtig echter. Ja, nicht erfunden. immer gestanden hat, egal was ich gemacht habe oder egal in welcher Lebenslage ich war. Und Ja, keine Ahnung, das ändert sich dann auch. Vielleicht ist es inzwischen Uwe. Ne? Ich weiß aber noch, dass er damals geredet hat, so, ja, ich habe nicht viele Freunde, aber die ich habe, sind bla bla bla. Das war schon in der Nachschanzenzeit, da war der Lappen auch schon weg und dergleichen. Da haben wir gesagt, ja, habe ich nicht viele Freunde, aber ganz gute Freunde und das ist alles, was zählt. Und damit hat er damals noch den Frankengamer gemeint. Dem wünscht er heutzutage auch die Pest an den Hals. Ja? Und ich weiß nicht, von wem er jetzt spricht. Entweder redet er sich's im Hirn ein, ne, dass das immer noch möglich ist, oder ist es Uwe. Ne? Einer der Fälle wird es sein, weil wer soll es denn sonst sein? in der ich bis heute bin. Er will davon selbst nichts wissen, also mit diesem YouTube-Scheiß und so weiter will er nichts zu tun haben, das ist aber auch in Ordnung. Ich belästige ihn damit nicht und er kennt zwar viel darüber und weiß viel über das, was erzählt wird, aber er glaubt das halt einfach nicht von sich aus. So. Und ja, Ja. er weiß halt, wer ich wirklich bin. So. Das ist halt ein Mensch, der halt wirklich weiß, wer ich bin. Ja, wenn er dann noch mit dir befreundet ist, dann gehört er vielleicht auch irgendwie mal von der Polizei unter die Lupe genommen. Ja. Ja, das ist doch schön. Ich bin damit zufrieden, Ja. das sage ich immer. Ich hatte das auch vor kurzem, ich habe es auch Uli neulich erzählt. Uli hatte neulich Probleme irgendwie. Die hatte in ihrem Freundeskreis irgendwie einen Kumpel, der sie wohl irgendwie nicht mag. Also sie ist quasi mit einer Gruppe befreundet und von dieser Gruppe gibt es einen, der sie nicht mag. Ah ja, das hatten wir auch. Das ist schon eine Zeit lang her. Da hast du auch ganz großartige Tipps gegeben. So vollkommen vorbei an der Realität. Ja. Oh, du bist da in so einer Gruppe und du kommst mit einem von denen nicht so ganz hundertprozentig klar, mit den anderen aber sehr gut. Reiners Pro-Tipp, vollkommene Eskalation nach oben drehen. Sich aufführen wie ein vollkommen Irrer und hoffen, dass die den aus der Gruppe verstoßen. Ansonsten sind es alles Hater und dann bist gut weiter. In keiner Situation wurde erwähnt, so ja, versuche halt klarzukommen, ne, mit dem, und wenn es eine große Gruppe ist und ihr geht miteinander fort, dann setze ich halt ans andere Ende vom Tisch und halte mit anderen Leuten, was weiß ich, ne? Nee. Eskalation, und wenn nicht sofort alle zu deiner Seite springen, weil du dich wie ein Psycho aufführst, dann sind es alles Hater und dann geh. So, und die anderen scheinen es zu wissen, scheinen aber nichts zu unternehmen, damit er aufhört, sie zu belästigen. Und habe ich gesagt, ja, dann hast du zwei Das ist eine Bullshit-Situation. Wenn er die ganze Gruppe terrorisiert, dann fliegt er irgendwann raus, ne? Möglichkeiten. Entweder du sagst klipp und klar, er soll dich in Ruhe lassen, oder aber du sagst halt den anderen auch, die sollen dir helfen. Oder wenn die dir halt nicht helfen, dann müsstest du halt in Zukunft auf dich verzichten. Wie habe ich das ausgedrückt? Das ging dabei letzten Endes, in erster Linie ging es dabei darum, sie hat immer gesagt, es ist ja nicht einfach, ich muss ja mit denen klarkommen. Und ich habe gesagt, nein, du musst mit denen überhaupt nicht klarkommen. Es ist nicht deine Aufgabe, mit jemandem klarzukommen, der dich nicht mag. Wenn du mit jemandem klarkommen willst, den du magst, dann ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr euch versteht. Das trifft aber nur zu, wenn die andere Person dich auch mag. Wenn die andere Person dich nicht mag, ist es nicht deine Aufgabe, die andere Person davon zu überzeugen, dass sie dich mag. So. Ja. Weil das ist Schwachsinn. Du kannst niemanden zwingen, dass er oder sie dich mag. Und dadurch ist es natürlich. Nee, man kann sich halt, ne, wie ein normaler, anständiger Mensch verhalten, dann wird man mit den meisten Leuten auch keine Probleme haben. Rainer, jemand, der so oft und so viel und mit jedem Menschen, dem er beim Weg läuft, immer Konflikte hat, ja,
der sollte sich vielleicht einmal Gedanken machen, wer hier im Raum derjenige ist. Völliger Quatsch, auch herzugehen und zu versuchen, eine Person davon zu überzeugen, dass du sagst, ja, hier, hey, hier bin ich, ne? Ich mag dich und keine Ahnung. Weil sie hat dann gesagt, sie findet, das ist ihre Aufgabe in ihrer Gruppe, dafür zu sorgen, dass keine Unordnung oder kein Unmut entsteht, nur weil er sie nicht mag. So. Ich gesagt, das ist doch völliger Schwachsinn. Wenn die anderen dich dafür verurteilen, wenn er nicht mit dir klarkommt, dann ist das doch dein Problem. Das ist doch nicht dein Problem, wenn die anderen damit nicht klarkommen, dass er dich nicht mag. Weil wenn die nicht damit klarkommen, dass er dich nicht mag, dann mögen die dich auch nicht. Sorry, ich habe gerade echt... Mein Hirn hat gerade, glaube ich, aus Selbstschutz kurz ausgeschalten. Aber ich spule jetzt nicht die letzten 10 Sekunden zurück. Mein Hirn hatte gerade einfach... Ich habe gerade so einen innerlichen Blackout gehabt. Ich glaube, mein Geist hat sich gerade in mich selber geflüchtet, um diesen Scheiß nicht anhören zu müssen. Es ist ein bisschen dieselbe Nummer wie mit der Gumbel. Herr Aiwanger. Nee, Digga. Ganz ehrlich. Oder wenn Ja. sie das ignorieren, dann ist es ja doch völlig, dann ist es doch erst recht völliger Schwachsinn. Ja. Ne? Du kannst nicht, erstens mal, man kann nicht jeden auf der Welt mögen. Und es kann dich auch nicht jeder auf der Welt mögen. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Menschen so unterschiedlich. Selbst wenn dich viele mögen, das ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dich jeder Mensch auf dieser Welt akzeptiert und dass dich jeder Mensch auf dieser Welt mag. Du kannst für einen gewissen allgemeinen Schnitt sorgen. Aber Wir hören uns diesen Teil jetzt noch fertig an, weil wir sind schon wieder bei über einer Stunde, Leute. Und weil das hier Rainer versteht alles und weiß alles, da können wir gut ins nächste Video reinmeddeln. Und dann Mitschüler standen auf seine 16,5, weil da bin ich gespannt. Aber ich glaube, hier kommt es auch nicht mehr viel raus. Hören wir uns weiter an. selbst wenn du das tust, wird es immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Und davon abgesehen gibt es auch immer Menschen, die dich dann ausnutzen werden. Dazu kommt, und das ist das Hauptproblem, es ist deine Kraft. Es ist deine Energie, die du da reinsteckst. Ja. Wenn du, sagen wir mal, 3 Jahre oder 10 Jahre versuchst, in einer Gruppe klarzukommen, in der dich die anderen nicht unterstützen, du aber die anderen, dann zehren alle von deiner Energie. Und das ist auch eine vollkommen hanebüchene Situation, die du da irgendwie in den Raum stellst. Warum sollte ich denn 10 Jahre mich in einer sozialen Gruppe bewegen, in der mich alle hassen? Was ist das? Ja, keine Ahnung, ist es ein Neonazi, der 10 Jahre lang immer ins selbe besetzte Haus von irgendeiner linksautonomen Gruppe geht und jedes Mal wundert er sich, warum er eins auf die Fresse kriegt und sagt, ja, keine Ahnung, warum die mit mir nicht klarkommen, aber morgen gehe ich da wieder hin. Wo passiert denn sowas? Es kann sein, dass mal irgendjemand in so eine soziale Gruppe reinkommt, mit dem man nicht klarkommt. Wenn der aber alle terrorisiert, löst sich das Problem von alleine, dann ist der bald weiter. Das hat doch alles mit deiner Situation nichts zu tun. Du bist doch im Notfall derjenige, der disruptiv in so eine Gruppe reinmeddelt, wie der scheiß Elefant im Porzellanladen. Und der dann da jedes Mal wieder rausoperiert werden muss. Mystisch. Nee, ernsthaft. Ja. Das zehren andere von deiner Energie. Du steckst rein, machst dich kaputt und die anderen Im Gegensatz zu dir, Rainer, du steckst eben nicht rein. profitieren davon Entschuldigung, der musste sein. Der war infantil, ich gebe es zu, aber der musste sein. und lachen dich im schlimmsten Fall sogar noch aus. Ja. Jo, Ja, da hast du recht. schlaf dir recht. Gib mal recht. Ja, Rainer, im Übrigen, was du auch nicht verstanden hast, wenn man nicht ausgelacht werden will, sollte man sich nicht lächerlich verhalten. Immer? Ja, Ja. das ist ziemlich. Aha, okay. Du stehst total auf mich. Da, ich auch recht. ja, da hast du auch recht. Beweisführung abgeschlossen. Okay. Irgendwann finde ich noch irgendwas, wo du nicht recht hast. Oh, bestimmt. Ja. Frag mich einfach irgendeine Malaufgabe und du hast vermutlich recht. Tja. Nee, ich bin. Frag ihn mal, ob die Haut ein Organ ist. Ne? Frag ihn doch das mal. Okay, Leute, wir sind jetzt hier genau angekommen. Da sind wir. Rainer versteht alles und weiß alles. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Mit Love.